Unsere Geschicht. Von der ersten Aufschnitt vertelt George Rempel, der Schreiber von dieser Geschichte, von wo unsere Vorväter in Manitoba, Kanada, haben mal angesiedelt in den 1870er Jahren, wo sie in Postwajch gemacht haben. Unsere Geschichte Nummer 77. Das mal vertellen wir uns das erste noch mehr von dem Postwajch seine Geschichte auf der mennonitischen Wassersalbe in Manitoba und dann von anderen Geschichten in unserer Geschichte. So wie 7,5 Mil Westen von West Lynn und dem Postwajch auf dem Nordeng von Neuanlage wohnten David Schellenbergs. Und wenn im Winter Schneesturm war, dann stund bei Schellenbergs immer die brennende Lampe im Kirchenfenster. Und die Reisenden wussten, dass das Lampenlicht am Fenster ein Angebot oder eine Einladung war, dass irgendein Wanderer seine Pferde oder Ossen bei Schellenbergs an ihrem großen Stall unterbringen kann und der Reisende selbst an ihrer großen Kirche auf der Flur schlafen kann. Schellenbergs ihre alte Gebiete, Wohnhaus, Kirche und Stall waren nu in diesen Jahren ganz renoviert, diesen geschichtlichen Zufluchtsort im Schneesturm oder die im Schneesturm mitgewordene Wanderer ihrem Übernachtungsplatz an dem Postwajch als Denkmal abzubewahren für unsere Nachkommen, für die kommenden Generationen. Von David Schellenbergs neue Anlage noch einmal ungefähr 11 Mil wieder lang dem Postwajch in dem Westen hinein, bald 1 Mil nordwest von Neuhorst, da stand dort sogenannte Braun Hotel, wo auch die Wanderer übernachten können. Das berühmte Hotel war übrigens bloß ein sehr großer Stall, wo binnen auch so ein Bett Einrichtung war für Menschen zum Schlafen. Das Stall stand da noch bis 1974. In diesem Stall, dem sogenannten Wilhelm Braun Hotel, da können Wanderer oder Reisende auch am Schneesturm übernachten, aber nicht nur dann, wenn Schneesturm war, aber auch irgendwann näher. In diesem sogenannten Braun Hotel, da kann man natürlich mal für Bezahlung übernachten. Von diesem berühmten Stall, von dem sogenannten Braun Hotel, und auch von der noch berühmteren David Schellenberg Wirtschaft an der Neuanlage, Nummer 30 Hochwajch dicht bei Gratna, Manitoba, gibt dort auch geschichtliche, sehr wertvolle Bilder. In der Broschüre, wo die Manitoba Mennonite Historical Society regelmäßig hat, für so ein Lied, demol lang dem damals sogenannten Postwajch fahren wollen, um besser mit seiner geschichtlichen Bedienung bekannt zu werden, ist ein Bild von der David Schellenberg Wirtschaft und auch ein von dem Braun Hotel. Und wenn ich noch lang genug lebe und gesund genug blieb, dass ich unsere Geschichte noch in Plautdietsch und Hochdeutsch vor dich geschrieben kriege, dann will ich davon vielleicht noch mal ein Bild merken, und zwar mit vielen geschichtlichen Bildern zu den verteilten Geschichten. Und wenn das noch passieren soll, dann wollen da auch Bilder von diesen beiden geschichtlich sehr wichtigen Übernachtungsplätzen binnen sein. Und auch ein Bild von dem ersten Kirchengebiet auf der mennonitischen Wassersalbe im Rheinland in Manitoba, von dem sogenannten Kaiser Miller oder Vorsteher Miller seine Wirtschaft, von einem Port von der großen Gebiete bei Fort Dufferin am Red River, wo Hunderte von den ersten mennonitischen Einwanderer von den Fürstenland und Kartitzer Kolonien in Russland erst so bei 2 Monaten mit all ihren mitgebrachten Sachen und Feithof wohnen mussten, ehe sie ab ihre Lagebüstätten abtragen können. Und auch noch Bilder von vielen anderen geschichtlich wichtigen Städten und Ereignissen. An diesem damals sogenannten Postwajch hat die Manitoba Mennonite Historical Society auf mehrere Städten geschichtliche Merkmale abgestellt, sodass, wenn Menschen dort lang fahren, bei jeder Merkmal anholen können und sich dort lesen, was das Denkmal von dem Ort in dem damaligen Postwajch zu sein hat. Menschengruppen loten sich mit Buses
oder andere 40 Jahre lang den damaligen Postwajch führen und lassen sich dabei von einem Geschichtskenner die geschichtliche Bedeutung von dem Wajch vertalen. Wenn jemand nach Manitoba kommen, um hier jene Freunde und Verwandtschaft zu besuchen, dann soll je das vielleicht auch so tun. Ich glaube, ich habe einmal euer Worte von vertalt, dass die blumenarter Jungs lang den Pembina River in North Dakota mit ihrer selbstgemerkte Schlittschuh von jeden Blumenart Bad Netsche randen. Und auch dort kleine und große Jungs an Blumenart im Vorjahr viel Geripa gespielt haben, wie mit ihrer Schlittschuh randen. Ons Vater hat mich, als er al über 85 Jahre alt war, und bei uns in Winkler, Manitoba, in einem kleinen Hüschen mit unserer Schwester Neita Taub wohnt, mal viel davon vertalt, wo er sich mit seinen Jugendkameraden Taub in den Wintermonaten Schlittschuh gemerkt hat und wo sie damit viel Spaß gehabt haben. Vater vertalt das ungefähr so. Unsere Eltern kauften ihre Jungs keine Schlittschuh. Aber wir hatten ja immer alle sehr solide Hügelschau und wir hatten in den Wintermonaten noch viel Zeit, um uns selbst gute Schlittschuh merken. Wir merken uns von alle vielen mit Schmiedvier, Armbald, Homer und Schliebstein schmacke Schlittschuhblät. Sie hatten uns von gute eigene Breder so eine Sohlen üt, wo eine sehr Schmack und ja unsere Hügelschau und neue Posten. Schrauben die selbstgemerkte Blät unter die eigene Sohlen fast und bungen die, wenn wir unsere Schau erst gut fast zugebungen hatten, mit starker Ladern Schaureimes fast unter unsere Schau. Und dann hat wir gerade so eine gute Schlittschuh aus den stadtschen Jungs, ihre gekaufte Schlittschuh wären. Oh, die sagen wohl nicht so schmack aus, die vor die gekaufte Schlittschuh sagen, aber die schafften kriegt so gut. Und als wir Jungs wären, seht Vater, dann wird dort mit der Grenze zwischen Manitoba und North Dakota noch gar nicht sehr genau. Wir Jungs können ja in Blumenart irgendwann näher über die Grenze gehen bei dem Pembina River und dann dort auf dem River East Bad Netsche fahren und weiter trägt bei in unserem Dorf und wir können da oben auch ruhig mal ein Stück Geripa spielen. Aber wir Jungs spielten im Vorjahr auch am Dorf manchmal Geripa beim auf unsere selbstgebastelte Schlittschuh ranen. Wenn der Schnee im Vorjahr abdäbt, dann werden überdach auf manche Hingerhof große Platten Wasser. Und wenn es dann zwischen war kalter wird, mehrere Nachten hingen und anderen noch war da gut früher, dann wird dort viele Wasser so schmackglad angefroren und bleibt manchmal von mehrere Tagen so. Und dann tobt wieder boven manchmal den ganzen Tag über ran. Manchmal bleibt dort noch weiter mehrere Tage kalt, sodass wir sogar mehrere Tage hintereinander auf dem glatten Eis ramtoben können. Wir haben sehr viel Geripa gespielt beim Schlittschuhrannen. Und dabei prollt Vater, wir ich meistens die letzte, die gegriffen worden können. Ich bin sehr fix und wir auch einer von denen wohnen auf dem Eis am stärksten rannen können. Wir haben in unseren Jugendjahren viel Spaß gehabt mit unserer selbstgemerkten Schlittschuh. Und nu wollen wir anfangen, uns was davon zu vertalen, wo die von Lateinamerika nach Manitoba gekommenen mennonitische Kolonisten, Oldkolonier, Sommerfelder und Kleingemeinden in Manitoba wohnen, wo sie eine Kirchengemeinschaft pflegen, wo sie arbeiten, und wo und was für Geschäfte sie hier haben und so weiter. In den 1920er Jahren wanderten ungefähr 8000 Oldkolonier, Sommerfelder en Beichtholer Mennoniten von Manitoba und Saskatchewan uit nach Mexiko. Und wir haben allemaal gesagt, dass meist von Anfang an einzelne Familien direkt nach Kanada kamen, meistens nach Manitoba. Buiten de Beichtholer Familien von Herbert, Saskatchewan, die trokken meist alle direkt durch.
Im Jahr 1948 woonde de kleingemeente van Manitoba in Oud-Kolonie, meestens van Saskatchewan, ook uit New Mexico. En van deze kleingemeente in Oud-Kolonie, oder van denen nou komen, zijn over de jaren ook al vele teruggekomen, ook meestens naar Manitoba. We willen ons nu van de vele Mennoniten wat vertalen, wonen van Mexico terug naar Canada getrokken zijn en van daar in Manitoba wonen. En dat zijn al zeer, zeer veel. Man hört manchmal sagen, da trocken mal so bij 8000 Mennoniten van Canada naar Mexico, aber von denen nou komen wonen von der vielleicht al 2-mal 8000 in Manitoba. Aber wo groot is deze Zahl von terug naar Manitoba gekommene Mennoniten wirklich? Woveel nou komen van de naar Mexico uitgewanderde Mennoniten wonen von der in Manitoba? Deze vraag kan wel keiner zufriedenstellend beantworten. Aber ons een ungefähres Sinnbild davon zu merken, weil wir zum Beispiel mal an die Klaas und Susanna Heide Familie denken, wo mit ihre 3 Kinder taub nach Mexiko trocken. Susanna starb in Mexiko am 27. April 1933, aber Klaas Heide befried sich in Mexiko noch weiter am 23. Juli 1933 mit einer Sarah Freise von Schönwiese. En kwam dan met zijn tweede vrouw en 6 Kinder taub al 1936 van Mexico terug naar Bloemenart, Manitoba. Klaas Heiden Nachkommenschaft erst im Jahr 2005 al 314. Wat van die wonen von der in Alberta, aber wie de meeste wonen in Manitoba. En er sind noch viele, sehr viele andere Families in die 1930er, 1940er in 1950er Jahren von Mexiko terug naar Manitoba gekommen, wonen nu alle ook 3 oder 4 Generationen von Nachkommen in Manitoba wohnen haben. Ich erinnere mich noch daran, Klaas Heiden woonde in Mexiko in Bloemenart an der oostelijke zijde an der noordelijke zijde van de Dwergos. Susanna Heide weer meinem Schwiegervater Heinrich Freise seine Schwester, en Heinrich Freisen en Klaas Heiden weer Nobers. Ich erinnere mich auch noch daran, dass die andere Schulmerkes in Bloemenart von Heiden aufgesehen, dass sie sehr kniepen können. Wir können auch an die Nachkommen von dem oldkolonischen ältesten Jakob Penner denken. Penners wären auch nach Mexiko getrokken. Die Penner wir in Mexiko entweder in Bloemenart oder in Blumenthal nochmal Schullehrer. Aber Penners trokken auch all in den 1930er Jahren terug nach Manitoba, in denen 4 Generationen von Nachkommen wohnen von der auch meistens in Manitoba. Oder an den Nachkommen von Cornelius und Agatha Wiens. Wiensen trokken 1925 nach Mexiko. Cornelius Wiens starb dort 1930 und Agatha trok 1939 terug naar Manitoba. Wiensen 4 Seens, in denen Nachkommen wohnen auch in Manitoba. En de meeste van de dachten Nachkommen auch. Franz und Katharina Wiebe von Blumenthal in Mexiko trokken 1938 terug naar Bloemenart, Manitoba. Katharina und ihre 3 Generationen von Nachkommen, ungefähr 100, wohnen de meeste von der auch in Manitoba. Und dann sind noch etliche andere Families, wohnen auch all in den 1930er Jahren von Mexiko terug naar Manitoba trokken. Zo'n als den ältesten Isaac am Dick, sein Bruder Peter Dick und verschiedene andere. In den 1930er und 40er Jahren kamen noch nicht sehr viele Families von Mexiko terug naar Manitoba, aber dann in den 1950er und 1960er Jahren fangen an immer jeder Jahr noch mehr Families zurückzukommen. Die Jakob-Wahl-Familie zum Beispiel trok von Kleefeld bij Quoctamoc in Chihuahua 1958 eerst naar Madison, Ontario en dan vandoor naar Manitoba. Op manche Walsche Begrafnis wordt gezegd dat ze über 200 Nachkommen hingeleit, de meeste wonen in Manitoba. Oder ook de Cornelius en Anna Peters Familie. Peters werden beide als Kinder met naar Mexico getrokken. Ze trokken 1958 ook eerst met ihre Familie taub naar Madison, Ontario en dan vandoor naar Manitoba. Ihre 3 Generationen von Nachkommen wohnen auch alle in Manitoba. Gerard und Judith Kran trokken 1958 auch erst von Mexiko nach Madison, Ontario
Down the Rainy River, Ontario, wo Prediger Gerald Kraan starb. Judith trok vandoor naar Grüntal, Manitoba. Zij en über 100 Nachkommen wohnen, de meeste nu ook in Manitoba. Jacob I. en Agatha Waal van Blumenort en Chihuahua, Mexico, trokken 1960 van Mexico terug naar Manitoba. Jacob I. Waal weer in Mexico als Forma, Deschra en Schmidt, zij bekend. En in Winkler, Manitoba, kenden de lied aan als de blacksmith op de eerste gas. 2 van ihre Kinder sind keinmal nach Kanada getrokken, aber von den ihre 4 Generationen von Nachkommen wohnen von der auch wenigstens 300 in Manitoba. Viele andere wohnen in Ontario und in British Columbia. Cornelius und Margareta Freys trokken 1952 von Mexiko terug nach Manitoba. Cornelius und seine 3 Generationen von Nachkommen, ungefähr 80, wohnen von der auch in Manitoba. Dietrich und Anna Wiebe woonden in Blumenthal bei Cuauhtémoc in Chihuahua, Mexico. Von denen ihre Kinder wohnen von der 5 Paar in Manitoba, von denen ihre 4 Generationen von Nachkommen wohnen von der wenigstens 300 in Manitoba und noch meist zu viel in Ontario. Von meinen Eltern, Gerard J. und Agatha Rampel, ihre 4 Generationen von Nachkommen wohnen von der dicht bei 200 in Manitoba. Meine Onkel und Tante Johann und Helena Rampel trokken 1926 nach Mexiko. Von der wohnen wenigstens 100 von ihren 4 Generationen von Nachkommen in Manitoba. Ich habe hier diese wenige Familien genannt, wohnen entweder in den 1920er Jahren oder 1948, 49 mal selbst von Kanada nach Mexiko uitwanderten oder von denen ihre Nachkommen sind, die all von den 1930er bis den 1950er Jahren terug naar Manitoba trokken und von der in Manitoba wohnen. Ich habe dort gedonen, damit anzudienen, was mich leben merkt, dass von der viel mehr als 2-mal so viel von den 1920er und 1940er Jahren uitgewanderte Mennoniten ihre Nachkommen in Manitoba wohnen, als damals dort handtrokken. Ich kann noch sehr viel mehr so eine Familien nennen und dann sind dort bestimmt noch sehr viel mehr so eine Familien, wo ich nicht kann, von denen ihre Nachkommen von der auch in Manitoba wohnen. Hier brechen wir für das Mal wieder auf. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern zurück nach Manitoba gekommene Mennoniten, in denen ihre Nachkommen wohnen von der in Manitoba wohnen. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rampel.